Der Doktor hat mir erst gesagt, das war beim Blutdruckmessen, ich sollte ein wenig aufpassen, zwecks dem fetten Essen. Morgen, Gretel, ist soweit, so sagt zu ihr der alte Tyrann. Da machen wir unseren Hansauflauf oder hauen wir uns in die Pfanne. Gretel hat nicht schlafen können, kann darüber gar nicht lachen. Wie stellt sich denn die Hexe das vor? Sie kann doch nicht ihren Bruder kochen. Am nächsten Morgen spannt die Hexe das Brot wird sauber zwingen. Sie schiebt einen Tag ins Ofenrohr und legt sie dann auf die Ofenbank. Nach einer Zeit sagt sie dann zur Gretel, magst du mich schauen? Ich glaube, das Brot, das langt noch drin, das kann jetzt langsam dauern. Wenn du nicht so weit hinten kommst aufs Brot zum Ausziehen, dann sitzt die einfach rauf aufs Blech, ich kann die reinschieben. Doch die Hexe, das ist eine Bazi, die hat nichts Gutes im Schilde geführt. Sie hätte, sobald die Gretel drin war, das Ofentürl zugespielt. Ja, sagt Gretel und denkt sich, ich bin ja doch kein Narr. Und sagt, wie komme ich denn da nicht? Geh, machen wir es einmal vor. Ja, Sakra, das gibt's ja nicht. Da sind die Kinder heutzutage blöd. Pass gut auf, ich mach das vor, dass du siehst, wie sowas geht. Sie kraxelt langsam rauf aufs Blech, das was sie eh schon durchbirgt. Hat jetzt da, hat er erst den Hirgst ein künstliches Hüftchen gekriegt. Hast du das gesehen? Schreit sie nachher raus. Das magst du jetzt auch, dann gibst du Ruhe. Doch Gretel hat gleich reagiert und haut das Ofentürl schnell zu. Mein Bruder fressen, nichts gibt's. Wenn die Hunger ist, fällt's Brot. Und dann schaltet sie einen Ofen auf Umluft, 180 Grad. Nachher lässt sie den Bruder raus. Kim, jetzt gehen wir wieder heim. Und wie sie dann schon anschaut, sagt sie, Herr Herrschaft, bist du gewampert worden? Wie das Haus durchsuchen, sagt sie, die Hexe ist an dem Geld gerade geschwommen. Lauter Gold und Edelstahl. Ich meine, ich habe im Lotto gewonnen. Da nehmen wir jetzt einen Sackel mit. Ah mei, da wird der Papa schauen. Der Mama sagen wir es aber nicht. Die darf ja gleich am Schlag verhauen. Dann gingen sie heim, am schnellsten Weg. So sechs die zwei marschieren. Woher sie den Weg auf einmal wissen, das darf mich selber interessieren. Egal, daheim senkt dann am Pap. Mei hat sich der Mobus gefreut, dass seine Kinder wieder da sind. Das wird noch sauber gefeiert heute. Wo ist denn nachher die Mama schon wieder? Weil sie es gar nicht sehen daheim. Ja, das ist das Uerschiene, die ist letzte Woche gestorben. Wenn es ist, geh jetzt zur Nachbarin. Ich finde, das passt da gerade, weil der ihre Ehe die ganze Woche Spätschicht hat. Und so leben sie noch heute, falls das alles wirklich stimmt, und sind glücklich und zufrieden, wenn der BMW-Bus kommt.